Hallo motherfucker, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Alex der Boss, ihr könnt mir aber auch Lexus sagen, ihr kennt mich doch. Es ist der Boy aus dem Emmental, der Schweizer YouTuber mit dem grössten Genital. Fickt alle eure Mieter. Anal. Skur, skur. Ja, und ihr fragt mich natürlich, was, als ob der Dude jetzt wieder ein Video droppt. Ja, es ist eben so, mein Schwanz ist komplett wund und jetzt kann ich nicht mehr wichsen. Ich habe einfach zu viel Zeit in meinem Leben, weil ich keine Freunde habe, die mit mir irgendetwas machen wollen. Wegen dem habe ich gedacht, mache ich doch wieder ein Video. Und in diesem Video, heute geht es um Biel Bahnhof Rezensionen, wie ihr schon im Titel erkannt habt. Biel Bahnhof und vor allem Biel ist ja dafür bekannt, dass es gefühlt schlimmer ist als Gotham City. Wegen dem sind die Google-Rezensionen zu Biel oder auch zum Bieler Bahnhof extrem funny und lustig. Ich habe mal ein paar rausgelesen und wir werden die in diesem Video anschauen. Wegen dem reden wir nicht mehr lang um ein Heißbrei herum. Spreizt bei und los geht's! Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Wurde bereits 10-mal abgestochen. Einmal wurde ich von einem nackten Mann in einem Rollator überfahren. Ja, genau, von einem nackten Mann im Rollator überfahren werden. Genau, man kennt es nicht. Also das ist mir auch schon 7-mal passiert. Wallah, wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Aber noch geiler ist einfach, dass er sagt, dass er anscheinend 10-mal abgestochen ist worden. Als ob irgendwelche so, als ob so die Leute so auf ihn warten, weißt du, als ob immer Leute so, wenn sie ihn sehen, genau so reagieren. Hey, Jungs, da ist er! Komm, wir können abstechen, Mann! Ja, also ganz ehrlich, also die Rezension ist komplett ein Cap, also come on, also das kann ich ja nicht mehr ernst meinen. Immer diese Junkies, die herumschreien vor dem Bahnhof. Ja, das stimmt halt schon. Es hat bei mir auch eine Situation gegeben, wo ich mich auf dort draussen beim Bahnhof bei diesem Bänkchen hergehockt bin, meine Kopfhörer drin habe, meine bosshafte Gangstermusik gehört habe. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Dann versinkst du in den Gedanken, weisst du tust dich vorbereiten auf die Tage mit den Kindern und so. Dann plötzlich irgendein Junkie aus der Ecke dort. Also ja, das ist halt, aber das ist normal, das Biel Bahnhof, das ist normal. Die Junkies gehören dort zum Bieler Bahnhof, da würde es gar nicht geben ohne die, wisst ihr, wie ich meine? Wurde von Junkies gejagt, bin traumatisiert. Ich weiss, es ist, eigentlich ist es ja nicht lustig. Aber, stellt euch einfach die Situation vor, dass ihr irgendwie mit eurer Freundin und mit eurem Freund der, also der Fall, der bei mir nie wird eintreffen. Okay. Auf jeden Fall, ihr seid dort mit vielleicht mit den Jungs oder so und dann, keine Ahnung, seht ihr so vom Hintergrund genau diese Situation. Ah, bitte, so helfen mir! Also ja, viel Glück dieser Person mit ihrem Trauma zu klarkommen. Wir machen weiter mit der nächsten Rezension. Sehr nette Crackies, ich wurde noch nie abgestochen. Ah, Digga, wie er so sagt, so, ja, also ich bin noch nie abgestochen, sehr liebe Crackies, als ob so in Zürich wird er abgestochen, aber in Biel nicht. Vor allem ist es irgendwie so ein Kollege, ist der mit denen befreundet mit diesen Junkies, weißt du? Wenn so ein Junkie auf ihn zukommt, der andere wird 10-mal abgestochen, der andere wird verfolgt, Digga. Und bei ihm sind die Crackies so drauf. Oh, Junge Mann, gib mir Whisky. Hey Bro, du bist es. Ey, geiler Sieg, Mann. Etwas wenig Bäume an den Gleisen und die Natur kommt wenig in Sicht, nirgends ein Fußgängerstreifen. Also Digga, wie blöd willst du Google-Rezension, also nein, wirklich, sorry, Mischa, was ist los mit dir, Kollege? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Sagt der Fußgängerstreifen so. Bro,
Lauf dort vorne zum Richtung Gisonplatz dort hinten. Es sind 50'000 Fußgängerstreifen. Da siehst du mehr als Schlampen an der Langstrasse. Zweitens, es ist in einer Stadt innen, an einem Bahnhof. Wo zum Fick willst du verdammte Bäume her tun? Ist in Zürich an jedem Gleis ein verfickter Wald, Junge. Also, überlegst, Digga, wer hat, also wirklich so blöd kann ich sein, wer hat dir geholfen beim Verfassen dieser Rezession? Bad Moms J oder was? Mondzeichen Zwilling und das ist voll krass, mein Arzt nennt das auch Wassermann, das heißt ich bin Triple Air Sign. Und eigentlich als Waage in Sun-Sign wäre ich emotional, aber also Zwillinge sind so sehr unemotional und trocken. Der Dude ist ja komplett verloren. Ich glaube, das ist einer von den Crackies, der ein bisschen zu viel, wie soll ich das sagen, ein bisschen zu viel Stuff auf seinem Löffel warm gemacht hat. Also nein, Digga. Digga, weißt du, was soll SBB machen? So, ja, wir direkt einen Baum auf das Gleis pflanzen. Wer braucht schon ein weiteres Gleis, wenn wir dort eine verfickte Baumreihe her tun, Mann? Das ist ein Misch an seinen verfickten Bäumen, Alter. Nirgendwo in der Schweiz gibt es gefährliche Leute am Bahnhof. Man fühlt sich hier gar nicht sicher. Habe schon viele verrückte Dinge gesehen. Erstaunlicherweise gibt es kein Sicherheitspersonal. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr so etwas in die Richtung gelesen, dass Leute Angst haben und dass es sehr gefährlich ist im Bieler Bahnhof. Wegen dem gebe ich euch einen kurzen Exkurs, nämlich diese Dinge darfst du bei dem nächsten Besuch im Bieler Bahnhof nicht vergessen. Nummer 1. Ein Messer. Am besten eins von Victorinox. Also ich habe jeden Emo gefragt, den ich kenne. Das Ritzen damit geht sehr gut, wegen dem wird es auch zur Verteidigung von Junkies sehr nützlich sein. Tipp Nummer 2, ein Geldmünzli. Wenn du von einem Junkie verfolgt wirst und nicht traumatisiert werden willst, schieß einfach das 10erli oder 20erli, ist egal was, am Boden und der Junkie wird es ganz genau anschauen und sich fragen, ob das nicht vielleicht eine von diesen neuartigen Drogen ist. Tipp Nummer 3. Nimm einfach dein abgeschlossene Realschulzeugnis mit, weil Leute in Biel haben Angst vor gebildeten Leuten. Tipp Nummer 4. Nimm eine Waffe mit. Sie muss auch gar nicht richtig echt aussehen, so eine wie die lenkt auch. Und wenn irgendein Junkie kommt, kannst du ihn so eins über den Ring runterziehen. Alex, wird eine Waffe nicht für irgendetwas anderes gebraucht, als für drauf zu hauen? Hä, was denkst du, wer du bist? Halt deine Fresse, du kleiner Hure! Tipp Nummer 5. Wenn du zufälligerweise vom ersten Auge noch 2 Pfeifenraketchen hast und ein Eisenrohr, kannst du einfach genau das machen. Und vertraut mir, die werden rennen. Smash. Und in diesem Sinn wäre es auch schon mit diesem geilen Video gewesen. Ihr könnt sehr gerne ein Like geben, wenn es euch gefallen hat. Und könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch eine Folge mehr wollt. Vielleicht auch von einem anderen Bahnhof, nicht von Biel, von Zürich, von St. Gallen, Winti, keine Ahnung. Ich kann mal schauen, was ich so finde. Und es wäre eine sehr grosse Hilfe, die vielleicht auch das Video teilen. Ich weiss, es ist vielleicht gerade ein bisschen viel oder so, aber ich habe mir recht Mühe gegeben, weil wir gerade in den letzten 2 Videos haben wir recht Mühe gegeben. Es wäre recht toll, wenn das vielleicht auch 1, 2, 3 Leute mehr würden sehen. Wegen dem wäre ich ziemlich froh. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschüss! Morok, ich rasiere euch. Ich bin Gillette Abdi. Ich weiß nicht, wer ihr seid, Amanakon. Ich fick euch Amanakon. Du Pimmelberger. Sikere Amanakon. So werde ich dich abstechen, Amanakon. So!